herzlich willkommen zu dieser Folge von der Grossrats Fahrschule. Heute nehme ich eine Fahrstunde bei der Andrea Knellwald. Sie ist Grossrätin für die Mitte Basel-Stadt. Du hast kein eigenes Auto mitgebracht an die Fahrstunde. Wieso nicht? Was hast du denn für ein eigenes Auto? Das gebe ich sicher nicht einem Anfänger. Nein, ich habe eben nur noch ein Wohnmobil, und zwar ist das 34-jährig. Und das hat natürlich überhaupt keine Automatik, im Gegenteil, sondern würgende Gänge, keine Servolenkung, keine Klimaanlage. Also parkieren mit dem ist auch ein Albtraum. Also von dem her kann ich dir das einfach nicht antun. Aber es ist lustig. Wenn man es kann, ist es lustig. Bist du mit dem Auto unterwegs oder was ist dein Fahrzeug of choice? Das Velo. Das Velo? Das Velo oder, wenn es dann sein muss, einmal ÖV. Auto. Also im Notfall, ich muss es vielleicht so sagen. Ja. Zug mache ich gerne für lange Strecken, aber in der Stadt Velo. Jetzt können wir ein bisschen ins Politische hineingehen. Du bist Präsidentin von der Wirtschafts- und Abgabenkommission im Grossen Rat. Wieso interessiert dich das Thema? Meine Haltung ist, dass wir einen Staat haben, der unglaublich tolle Errungenschaften in den letzten Jahrzehnten, also im letzten Jahrhundert oder vorletzten Jahrhundert, vorgebracht haben, nämlich den Sozialstaat, die soziale Absicherung. Um das zu finanzieren, braucht es Steuern, und für Steuern braucht es eine gute Wirtschaft. Darum bin ich sehr interessiert daran, dass es der Wirtschaft auch gut geht. Ich sage auch, das kann man natürlich sehr schön auch mitgestalten in einer WAC. Wie hast du schon mitgestaltet? Ja, mit all diesen Vorlagen in den Jahren, wo ich schon dabei bin. Das geht von Tagesstätten über Lohngleichheit, über Steuerpaket. Also das ist eine unglaubliche Vielfalt. Und da bin ich natürlich auch beruflich in der Privatwirtschaft tätig, schon sehr lange. Es gibt dann auch, wie soll ich sagen, Themen, die mich dann aus beiden Seiten interessieren, beruflich wie auch politisch. Zum Beispiel? Vor allem die Steuern. Steuern, wieso? Oder jetzt die OECD-Steuerreform, die wir angenommen haben und die jetzt der Bundesrat schwuppdiwupp umsetzt, obwohl die anderen Länder noch zögern. Und das ist natürlich ein Standortnachteil für die Firmen, die jetzt massiv mehr zahlen müssen. Und mit dem Paket, das wir jetzt gerade in der WAC beraten, sollen die Nachteile ein bisschen aufgefangen werden. Aber nicht nur für die Firmen, die effektiv jetzt mehr zahlen müssen, sondern für alle Firmen sollen dann da gewisse Gelder zurückfließen. Aber wenn jetzt das Geld, das man durch die Steuer einnimmt, an die Unternehmen zurückfließen, wieso dann überhaupt eine Steuer machen? Kann man es doch gerade bei Ihnen schauen. Ja, das fände ich eigentlich noch gut. Aber das hat die OECD nicht wollen. Ist es denn deiner Meinung nach nicht ein Verrat an dieser Idee, dass man überhaupt ist? Also man hat die Steuer eingeführt, das haben wir auch so darüber abgestimmt. Und dann gibt man das Geld aber doch dann wieder zurück. Wie soll ich sagen, damit Geld kommt, muss man es auch wieder ein bisschen zurückgeben. Man tut ja nicht 1:1 denen das zurückgeben, was sie zahlen, sondern man tut es umverteilen, damit der Standort trotzdem noch attraktiv ist für die Firmen. Und was ist so etwas, wo du jetzt findest, das ist gut, dass wir das machen, um unseren Standort zu fördern? Ja, was mir persönlich gut gefällt, ist die Idee von der Innovationsförderung. Also die Firmen, die besonders innovativ sind und in die Innovation investieren, das ist ja eine Vorleistung. Ich weiss nicht, ob das dann wird rendieren, dass die etwas bekommen aus dem Fördertopf. Mir persönlich gefällt aber auch die Idee, dass man Unternehmen unterstützt drin, wenn sie eine Elternzeit anbieten. Ich glaube, das ist für die Vereinbarkeit von Familien und Beruf ist das in der Schweiz einfach schon noch nötig. Aber wir haben doch den Vaterschaftsurlaub und Mutterschaftsurlaub, langt das nicht? Ich finde nicht, nein. Wieso ich finde, das langt nicht, das ist zu kurz. Wenn das über die Steuermittel finanziert werden kann, die wir jetzt quasi erheben müssen, weil die OECD das verlangt. Wenn jetzt also ein kleines Unternehmen für sich selber wollen, die könnten das ja gar nicht zahlen. So finde ich, gibt es auch für die Unternehmen, die das vielleicht gerne würden, als Standortvorteil auch. Oder einfach zum Fachkräfte oder Arbeitskräfte an sich binden oder anzulocken. Die können sich das vielleicht auch eher leisten. Und ich glaube auch, schlicht für eine Familie, für die Kinder, ist es positiv. Ein anderes Thema, das du auch vorher kurz angesprochen hast, die Lohngleichheit. Dort ist schon gefordert worden, dass Unternehmen ab 50 Mitarbeiter oder so Analysen machen müssen. Ja. Wie stehst du zu dem? Das finde ich jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, ehrlich gesagt. Das ist einfach die kleine Zahl von Mitarbeitern. Glaube ich, ist dann auch statistisch nicht wirklich verwertbar. Das heisst, wenn kleinere Unternehmen den Lohn nicht gleich auszahlen würden, ist das nicht so schlimm? Nein, ich sage, dann ist es noch lange nicht eine Diskriminierung. Dass das nicht schlimm wäre, falls eine Diskriminierung wäre, das habe ich nicht gesagt. Und ab wann wäre es eine Diskriminierung? Wenn wirklich, wenn es so ist, dass die Löhne aufgrund des Geschlechts anders ausfallen. Und wenn man die Komponenten von Erfahrung und Ausbildung und Leistung und weiss ich was alles, wenn man die berücksichtigt und es dann gleich noch eine Differenz gibt zu Ungunsten vom einen Geschlecht,
Ich sage nicht, dass das kein Problem ist. Ich sage nur die 50er-Grenze. Das ist das Problem. Welche Grenze willst du setzen? Also 100 finde ich jetzt schon vernünftiger, ich sage es mal so. Du schaffst ja bei der Roche. Findest du, die grossen Wirtschaftsplayer haben genug Macht? Genug Macht? Also politische Macht haben sie eigentlich nicht. Ja. Rein jetzt verfassungsmässig, oder? Das ist die Bevölkerung. Firmen haben zum Teil Mühe zu erklären, was sie brauchen. Die Stimmbevölkerung versteht, warum was jetzt wichtig wäre und warum das auch für sie wichtig wäre, auch wenn sie gar nicht dort arbeiten. Wie würde man denen besseres Gehör verschaffen? Ich glaube, wichtig ist, dass die Firmen sich immer wieder äußern zu Themen, die für sie direkt oder indirekt relevant sind, dass man wirklich das auch mal im Originalton hört. Dann glaube ich, ist es auch wichtig, dass die Leute aus Firmen im Parlament sind. Siehst du dich dann auch im Grossen Rat als Vertreterin von jetzt der Roche? Direkt nicht. Also das, wenn jetzt ein direktes Roche-Geschäft, wo ich beteiligt bin bei der Roche, wenn das jetzt dran kommt, würde ich in den Ausstand gehen. Nicht wie die Lehrer, die über ihre Lohnerhöhung abstimmen. Sonst nein, ich würde jetzt sagen, ich tue mich allgemein für den Wirtschaftsstandort stark machen. Ein anderes Thema, das ich ansprechen wollte, weil wir hier ja Fahrstunden am Nehmen sind. Also was stört dich am Verkehr in Basel? Dass es ein Hickhack ist zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmenden. Dass man sich wirklich fast prügelt, wenn Parkplätze wegfallen, wenn Radstreifen zu schmal sind. Was mich auch sehr stört, ist dass der extreme Fokus auf die Schienen innerhalb der Stadt. Ich muss mal schnell warten, bis der Kreisel da überlebt ist. Bravo! Dass man so auf die Schienen setzt und die Tramwand weiter will fördern in Basel oder dass man da nichts schneller dagegen unternimmt, das stört mich enorm. Einer meiner Vorstellungen war auch, dass man Knöttram einsetzt oder Busse eher einsetzt. Mir gefällt es, dass andere Arten von Mobilität jetzt auch so aufkommen, so die Scooter oder so. Was dann damit getrieben wird, das ist dann statt auf einem anderen Blatt. Was mich auch nervt, sind Fußgänger, wenn ich auf dem Velo bin, die einfach mal schon schnell auf die Straße aufstappen, weil sie nichts sehen und vor allem nichts hören. Also sie sehen das, was auf dem Handy ist und hören das, was auf dem Handy ist. Das ist etwas, was mich auch ein bisschen stört, dass man als Velofahrer die Veloabstellplätze irgendwie muss suchen muss. Dass natürlich auch geklaut werden, die Velo ist ein Mist. Also auch als Velofahrerin ist es nicht lustig. Was mich nicht so stört, ist, dass es weniger Parkplätze gibt. Okay. Was mich auch nicht so stört, ist, dass grössere Autos mehr Parktarif zahlen künftig. Grundsätzlich finde ich das ja, ist ein knappes Gut und dann wird es halt teurer mit der Zeit. Was mich auch stört, ist, dass es immer noch zu wenig Quartierparking gibt. Also da hat die Regierung bis jetzt ihre Aufträge nicht erfüllt. Aber grundsätzlich finde ich die Idee von einer Stadt, die weniger ruhenden Verkehr hat, die Platz braucht, finde ich schon noch schön. Und dann immer halt Lösungen finden für die es wirklich brauchen. Auto. Ich finde es okay, dass es weniger Parkplätze gibt. Da ist als Vertreterin von der Wirtschaft bezeichnet. Man hört doch auch immer, dass der Parkplatzabbau und so gewerbeunfreundlich ist. Ja, das ist es sicher auch in vielen Fällen. Und vielleicht gibt es Lösungen, dass man sagt, da hat es jetzt halt fürs Gewerbe reservierte Parkplätze und dann muss man halt auch schauen, dass niemand sonst drauf steht. Eben, du sagst, du willst eigentlich weniger auf Schienen setzen. Und du wärst auch gegen die Tramverbindung in Petersgraben. Ja. Würde jetzt nicht eine Tramverbindung über den Petersgraben die Innenstadt entlasten von diesen Tramlen? Das würde sie vielleicht schon. Aber für mich braucht es eine Lösung, wo das geht, ohne dass man dort nochmal Schienen verleiht. Und dann der Petersgraben auch noch, wie soll ich sagen, verschandelt ist. Ich finde, überall, wo ein Tram fährt, ist es eigentlich eine Verschandlung. Etwas, was mich ein bisschen überrascht hat, dass du Superblocks befürworten würdest. Ja. Also so verkehrsfreie Quartierblöcke. Ich habe gesagt, die Vision von einer Stadt, die es weniger ruhenden Verkehr hat oder überhaupt weniger Verkehr, wenn dann auf die Bedürfnisse der Leute, die gewisse Mobilität brauchen, oder, die jetzt nicht alles zu Fuß machen mit dem Velo, eingegangen wird, dann passt das dazu. Ich finde, das ist eine Form, so eine Vision mal auszuprobieren oder umzusetzen. Ich glaube, es braucht auch mal Beispiele, dass man mal sieht, wie sich das anfühlt. Also wie zum Beispiel beim Rauchen in der Beiz, oder? Ich meine, heute kann man sich auch gar nicht vorstellen. Und das ist auch nicht autofeindliche Politik? Wenn ich es mal ganz pointiert darf sagen, ich bin grundsätzlich autofindlich. Okay. Ich finde, das ist eine Mobilitätsform, die viel kostet, viel Opfer bringt. Sagt das die Umwelt, sagt das sonstige Teerflächen, die es braucht, etc. Wir haben uns aber auf das jetzt so, wie soll ich sagen, entwickelt. Also das ist eine Entwicklung, die kann man jetzt nicht umkehren, die kann man einfach
graduell wieder korrigieren. Bevor der Regierungsratswahlkampf losgegangen ist, hat man ja viel so herumspekuliert, was passiert, was wird entschieden. Vor allem eben Augen auf der Mitte, ob man mit der SVP zusammengehen würde. Was findest du so zum Regierungsratsticket von euch mit der SVP zusammen? Also bei der Regierungsratwahlen finde ich das mit dem Ticket nicht ganz so dramatisch. Aber trotzdem, also was darum gegangen ist, ob wir jetzt Stefan Sutter von der SVP in seiner Kandidatur unterstützen. Ich bin nicht dafür gewesen. Okay. Er kommt sehr gemütlich und moderat über, aber dann muss man nicht in einer SVP sein. Und trotzdem treibst du das jetzt mit? Ja, was soll ich machen? Soll ich aus der Partei austreten? Weiss nicht, ich habe einfach Nein gestimmt, nicht öffentlich Nein an dieser Parteiversammlung. Mehr kannst du dann irgendwie nicht machen. Du kannst dann vielleicht irgendwelche Posts wählen, sie alle außer den, aber nein. So viel, wie soll ich sagen, Zusammenhalt braucht es dann halt schon. Okay. Sonst muss man halt nicht in einer Partei sein. Ich meine, das ist sowieso... Hast du ein bisschen knapp gesagt? ja. Scheiße. Ist, glaube ich, noch okay. Ja, ich bin nicht auf dem Fußgängerstreifen. Ich glaube, das ist generell, wenn man sich eine Partei sucht. Es gibt die Idealpartei für einen gibt es in der Regel nicht, aber man kann mal mit dem grössten gemeinsamen Nenner starten und es dann mitgestalten. Hey, das hast du super gemacht. Danke. Es gibt nur einen kleinen Teil. Und zwar heisst der Teil rotes Licht. Darfst du entweder oder Fragen beantworten Ja. und einmal darfst du rotes Licht sagen. Wenn ich die Frage nicht will. Genau. Handelskammer oder Gewerbeverband? Handelskammer. SVP oder GLP, haben wir jetzt schon GLP, gehört. ja. Klarer Fall. Baden-Württemberg oder das Elsass? Für mich Baden-Württemberg. Aber es ist eine schwierige Entscheidung. Klassische Musik oder Popmusik? Auch schwierig, Pop. Auch zum Fördern? Das ist mir beides etwa gleich wichtig. Steuern senken oder den Wohnschutz lockern? Steuern senken. Ich glaube, da haben alle ein bisschen mehr davon. Kann man sich auch eine teurere Wohnung leisten. EU-Beitritt oder die Kündigung von der Bilateralen? So wie ich ticke, dann würde ich jetzt eher den EU-Beitritt sagen. Ist aber auch schwierig. Ja. Denn das ist schon gesehen. Danke dir vielmals Bitte. für das Beantworten von dieser Frage, fürs Sehr Mitmachen. gerne. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.